ich glaube im Jahr 1974, ich weiß nicht mehr wann genau, gab es in Frankfurt ein Rasseltribunal gegen die Zensur. Und ich habe seit 1967 beim Saarländischen Rundfunk als Leiter der Literaturabteilung gearbeitet, von Anfang an. Ich habe dort keine Karriere gemacht, sondern von Anfang an das gemacht, als was ich auch ausgeschieden bin nach 32 Jahren. Und man hat mich berufen, nun als einen zuständigen, erfahrenen Menschen und mich dazu ausersehen, über Zensur beim Rundfunk zu sprechen. Zur Überraschung der Zuhörer musste ich sagen, meine Sendungen werden nicht zensiert. Aus dem Grund, die wurden gar nicht bemerkt. Das heißt, ich habe jahrelang dort gearbeitet, bevor man gemerkt hat, was ich gesendet habe. Ich habe aber dann vor dem Rasseltribunal, vor einer Zuhörerschaft, wie ich sie nie wieder in meinem Leben an Menge erlebt habe, nämlich vor einigen Tausend, meinen Zensurfall erwähnt in dem linken Verlag, dem als links geltenden und auch weitgehend linken Verlag 2001. Und da, dieser Band heißt Neues und Altes vom Rechtsstaat und von mir. Neues und Altes vom Rechtsstaat und von mir. Und darin war, weil das gerade die Zeit war des deutschen Herbstes, ein größeres Kapitel über die RAF beziehungsweise über diese Beweglichkeit des Rechtsstaats angesichts dieser Roten Armee-Fraktion. Der Verlag wollte mich, weil ich als ein linker Epigrammatiker ein bisschen bekannt war, also wollten sie alles von mir bringen. Der Untertitel heißt Alle Epigramme von Arnfrid Astelt. Ja? Es war alles ausgemacht und dann kam ungefähr 3 Wochen vor dem Erscheinungstermin der damalige Verleger Lutz Reinecke, der inzwischen Lutz Groh heißt, nach seiner zweiten Frau, und hat gesagt, es sei alles gut und schön und so weiter, aber dieses eine Kapitel, das geht doch eigentlich nicht. Und vor diesem Rasseltribunal habe ich über diesen Fall berichtet und die waren sehr entsetzt darüber und es hatte die Folge, das Kapitel erschien.